Ja, habe Ehre und Servus. Herzlich willkommen hier bei der Janker Filmschmiede. Ich bin der Helmut aus dem wunderschönen Chiemgau und da bin ich auch daheim. Und ich möchte auch woanders gar nicht hin. Ja, bei diesen hohen Temperaturen, so bis zu 30 Grad, was kann man da am besten empfehlen bei dieser Hitze zum Essen? Heute habe ich ganz was Leckeres vor, und zwar einen Schweizer Wurstsalat auf meine Art. Und der schmeckt immer gut. Da kann ich eine riesengroße Schüssel herrichten. Die gelangt nicht lang. Die wird leer. Ja, das werde ich euch heute zeigen mit allen möglichen Zutaten, und werden wir dann zum Schluss richtig schön garnieren in der Schüssel drin, wie der Servier fertig ist. Ich persönlich mache den immer 12 Stunden mindestens im Voraus. Das hat den Sinn, weil wenn der richtig durchgezogen ist, dann schmeckt er natürlich hammergeil. Also, und wenn es zu viel ist, ist auch kein Problem, weil am nächsten Tag schmeckt er nicht mehr so gut. Also Wurstsalat und Schweizer Wurstsalat, der muss einfach kräftig durchziehen. Das ist meiner Meinung nach, da schmeckt er erst richtig. Weil wenn ich den jetzt halt mache und in einer Stunde gleich ist, da schmeckt er einfach nicht. Also mein Tipp, wenn es auf Nacht den Wurstsalat geben soll, auf der Terrasse, ein geiles Gericht, immer Vormittag schon machen. Dann ist er bis auf Nacht schon durchgezogen und die schmeckt er. Also viel Spaß damit. Ich zeige euch jetzt die ganzen Zutaten, die Zutatenliste, was man dazu braucht, und dann in der Detailansicht. Also viel Spaß, und freue mich übrigens, dass ihr eingeschaltet habt. Okay? Also dann, bis später. So, dann geht's weiter. Ich habe hier noch 4 große Essiggurken, das habe ich schon in Scheiben geschnitten. Dann Schnittlauch zum Schluss zum Garnieren. Also die kommen jetzt dann nicht rein, erst dann zum Schluss. Und dann habe ich hier noch 2 Zwiebeln und gepresster Knoblauch. Genau. Also Zwiebeln und die Gurken, die kann ich dann gleich in die Schüssel geben und tue die schon vorher vermischen, damit die Zwiebel schön in die Marinaden durchziehen kann. Gut, wäre in meine Schüssel, und da gebe ich schon mal gleich die ganzen Gurken rein. Ja, die ganzen Gurken und die ganzen Zwiebeln. Übrigens, vorher habe ich nicht gesagt, das sind 2 Knoblauchzehen, die ich da reingepresst habe. Und ich werde gleich schon mal alles da rein. So. Das sind so Halbringe von der Zwiebel. Ich glaube, das kann man ganz gut sehen. Und dann shake ich da mein Dressing. Also ein hammergeiler Shaker. So, wenn es richtig gescheit ist. Und dann haben wir gleich das da rein. So. Das schaut schon mal ganz lecker aus. Das rötliche kommt vom Paprika Edelsüß, das ist normal. So, und jetzt tue ich das Gurken, Zwiebeln, Knoblauch. Das tue ich jetzt schon, bevor ich die Wurst und den Käse rein tue, gleich mischen. Dann zieht nämlich das wunderbar durch. So, dann wird die Zwiebel schon mal so richtig glasig. Gut, dann werde ich jetzt die Wurst schneiden und den Käse, und dann machen wir den Rest fertig. Bis gleich.
Ja, nun bin ich bei Wurst und Käse. Also das ist eine Leona. Da habe ich 1300 Gramm. Der ist ein bisschen viel, aber der schmeckt so geil. Da ist das nicht viel. Also zubereiten tue ich das ganze Gericht für 6 Personen und die geht locker weg. Die Schüssel, die ist ratzfatz weg. Ich freue mich jetzt zwar, wenn ein bisschen was übrig bleibt für den nächsten Tag, weil das schmeckt am allerbesten. Und da habe ich 300 Gramm Emmentaler. Die habe ich im Stück. Ja. Und wie jeder die Lohner oder sprich Fleischwurst schneidet, das bleibt jedem selber überlassen. Du kannst es in Scheiben schneiden. Ich tue es meistens aber noch ja, links ein bisschen halbieren. So, ich schneide es aber links halbieren und schneide es da nur mehr links durch. So, einfach aufschneiden. Also ich habe da ein Keramikmesser, weil es ist jedem selber überlassen. Das ist jedem selber überlassen. Ich kann es auch mit der Stichsäge schneiden, vielleicht geht es gleich. Genau, schneide ich durch und dann schneide ich da die in Scheiberl. Schaut dann so aus, wie ein Dreieck. Sehr gut. Also, und so mache ich das mit allen üblichen rein. Also bis alle so geschnitten haben. Dann gleich in die Schüssel rein. Gleich in die Schüssel rein, umrühren, wieder durchziehen lassen und ganz zum Schluss mache ich einen Käse. Und dann wird richtig gemischt. Das zeige ich aber dann später. Das geht jetzt jetzt überhaupt nicht so. Irgendwas ist da von der Verpackung noch dabei. Das brauchen wir nicht. Übrigens, der Finger braucht ich auch nicht stören. Das ist von meinem Kabelbinder-Gaudi, wo ich mir mit Taschenmesser reingeschnitten habe. Jetzt habe ich halt einen Verband hier unten. Ich dachte, ich habe da jetzt beim Wurstschneiden mir da reingeschnitten. Da will ich auch noch recht scharf, gell? Gut, wie gesagt, so schneide ich jetzt alle 4 Leona durch. Und dann kommen die in die Schüssel rein und vermischen. Aber das zeige ich euch dann später. Okay? Also viel Spaß noch. Servus. Ja, geschafft haben wir es. Also die Wurst ist schon mal im Kasten, fertig geschnitten. Das ist jetzt schon mal da drin gekommen. Und jetzt mischen wir das Ganze mal ohne Käse richtig durch. Damit das schon mal mit der Marinade da so richtig vermengt worden ist. Der Vogel, was übrigens im Hintergrund pfeift, ist mein Papagei, der Jago. Ja, der möchte aber ein bisschen mitschmerzen. Aber den zeige ich jetzt nicht, weil der ist drin in der Wohnung. So, fixt. Dass das alles dann schon mal richtig durchgemischt ist. So. Ah, der riecht jetzt schon so gut. Ein Traum, wie der riecht. Ja, es gibt noch kein Internet mit Geschmacksproben, wo man oberbeißen kann. Vom Bildschirm aus zum Probieren. Und da den ich mich eigentlich auch probieren lassen. Aber er ist eh noch nicht fertig. So, das habe ich jetzt gemacht. Und jetzt schneiden wir einen Käse. Das ist ein Emmentaler Käse, wie gesagt 300 Gramm im Stück. Und das geht eigentlich genauso wie beim Wurstsalat. Ich schneide immer so dünne Streifen aber. Oder dünne Streifen. Und so mache ich das jetzt mit dem ganzen Stück. Und wenn ich mehrere Streifen geschnitten habe, schneide ich einfach so ungefähr Zentimeter breite Streifen über. Ja. So
Geschmacksprobe. Ja, der Käse ist gut. Also am besten hat sich der Emmentaler bewährt. Das kann aber natürlich andere auch verwenden, wenn der Gouda oder was. Und wer total faul ist, der sich vom Stück, aber faul, ja, muss es halt in Scheiben kaufen. Also wichtig ist, dass so, ja, so kleine Streifen haben. Und das tun wir dann da in die Schüssel rein. Ich tue die auch ein bisschen auseinanderzupfen, weil sonst pappen die so zusammen. Und wenn das Ganze da drin ist, dann tue ich natürlich wieder mischen. Na gut. Ja, und immer wenn es natürlich einen Wurstsalat gibt, dann kriegt der Jago ein Stückchen Käse. Das mag er nämlich ganz gern. Ja, jeder soll ein bisschen Anteil haben. Der Jago. Da schau mal her. Ja, lass das schmecken, gell? Fein. Ja, der darf einen Wurstsalat vielleicht auch fressen, aber den kriegt er nicht. Aber ein bisschen ein Stück Emmentaler, das mag er halt. Gell? Fein, lass das da schmecken. Feiner Kerl. Gell? Jo. Ist das lecker. Na gut, zum Thema Wurstsalat. Draußen geht es gleich wieder weiter. Ich wollte euch gerade sagen, dass der auch ein bisschen was kriegt. Ich darf ja meins, das fressen wir selber essen. Also Jago, lass das schmecken, habe ich dir. Nun, alle Zutaten habe ich fertig geschnitten. Der Käse ist in feine Vierkel geschnitten. Oder kleine Streifen, wie man sagt. Das ist jetzt fertig. Und jetzt tue ich die ganze Schüssel nochmal richtig vermischen. Ja, richtig vermengen. Richtig schön rein ins Dressing. Richtig umrühren. Am besten was mit dem Backer. Einfach kräftig rein. Damit das richtig schön durch wird. Ich kann euch gar nicht sagen, wie der riecht. Hammergeil. Also wirklich super. Ich möchte euch auch nicht lustig machen, aber ihr müsst es einfach bloß einmal ausprobieren. Geht einfach nochmal in der Rezeptanweisung unten und das schmeckt wirklich gut. Also gut, jeder sagt vielleicht, du kannst das ein bisschen anders machen. Übrigens wollte ich noch mal sagen vorher wegen dem Puderzucker. Warum ich einen Puderzucker hernehme, das hat den Vorteil, äh, die Marinade wird sämiger. Also ich nehme immer 1 bis 2 gekeifte Teelöffel Puderzucker her, sagen wir lieber einen, anstatt des Zuckers. Die Marinade wird sämiger und schmeckt anders. Der Puderzucker ist geschmacklich einfach ein bisschen anders wie der normale Zucker. Deshalb mein Tipp, nehmt zum Puderzucker, schmeckt besser. Gut, den Wurstsalat habe ich jetzt fertig umgerührt. Ich mache dann gleich einen kurzen Esstest, weil ohne Schnittlauch. Also das gehört dazu, da haben wir den auch ein bisschen probiert. Und fahre jetzt einmal einfach das unten rein. So probiere ich halt, dass ein bisschen Sauce dabei ist. Boah, unglaublich. Unglaublich, wie der schmeckt. Also huckt euch hier und macht so Wurstsalat. Weil Affenhitz ein geiles Gericht. Und jetzt zur WM, wenn es mal schnell gehen muss. Eine Riesenschüssel, 10 Leute einladen und eine Mampfer. Geil. Also ich kann es nur jedem empfehlen. So, jetzt werden wir das alles ein bisschen schön zusammen. Ja, es soll ja keine Uhr werden. Es soll ja wirklich keine Uhr nicht werden, oder? Wichtig ist das. Aber es schaut schon mal ja, recht ordentlich aus. So, und dann mal ein bisschen Schnittlauch drüber. Also wirklich sehr gut. Ich zeige es euch nachher nochmal.
Darf schon ruhig kräftig drüber schützen. Ja, ja. Ist das ein geiler Wurstsalat. Schweizer Wurstsalat wollte ich dazu sagen. Also wer natürlich keinen Schweizer Wurstsalat bevorzugt, der muss den Käse einfach herauslassen. So einfach ist das. Aber von der Marinade her, vom Dressing, ändert sich nichts. Das bleibt so wie es ist. Also, so, und fertig. Also, mehr kann ich da nicht dazu sagen. Die stecken wir da mal einer und fertig ist. Also lasst es euch schmecken. Viel Spaß beim Zuschauen und probiert es einfach mal aus. Also ich kann nur empfehlen, bei heißen Temperaturen oben auf der Terrassen ist so ein Wurstsalat ein herrliches Gericht. Also viel Spaß. Lasst es euch schmecken. Und guten Appetit, Helmut. Oder Janka Filmschmiede. Servus.